Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Schon mal für nächste Woche, wo wir Pläne haben, ein Dossier rausgepickt, die mir persönlich besonders Herzen leid. Ich komme vom Land, aus den Lützeburger Ardennen. Ich meine, du wisst da alle gut, wir haben ganz viele Büscher. Und Büscher sind natürlich auch die Lunge von unserer Welt, die geringe Lunge, wie man so schön sagen. Büscher sind aber auch ganz bedroht an der Welt. Wenn man guckt, besonders am Amazonas, gehen immens viele Büscher an Urwälder aufgeholzt. Das ist natürlich dramatisch für das Klima und für Gengzwil zu nennen. Alle 2 Minuten verlieren wir 35 Fußballfelder, also die größten 35 Fußballfelder und Büscher, die natürlich CO2 abspeichern und auch den als Sauerstoff, den wir brauchen, für zu leben, produzieren. Dafür haben wir am Parlament nächste Woche ein Dossier über die Buschstrategie Agenda schon auch aktiv mitgeschafft. Und da probieren wir justement Büscher an der Europäischen Union, aber auch am Rest der Welt besser zu schützen. Was können wir da machen? Natürlich an der Europäischen Union muss man verhindern, auch dass da Büscher unnötig aufgeholzt gehen. An Europa ist das Problem aber nicht groß, weil da haben wir festgestellt, dass in den letzten 25 Jahren so gut zur Fass, also die Flächen vom Busch, nach 9 Millionen Hektar zugeholt. Das heißt, bei uns in Europa geht es eigentlich in die richtige Richtung. Wir haben viele Büscher, wir haben sogar noch mehr Büscher, mehr wie ich gesagt habe, am Rest von der Welt geht es aber in eine andere Richtung. Und das ist dramatisch. Und da muss man auch gucken, wie man als internationale Politik und da besonders als Handelspolitik ersetzen, für an dem Kampf gegen Zeit, an der wir für das Klima, aber auch zu punkten, das ist ganz wichtig. Und da muss man die Handelsaufkommen nutzen, für da auch Klauseln dran zu schreiben, dass wir nicht mehr Handel mit ihnen machen, zum Beispiel mit Brasilien, wann effektiv auch der Busch dementsprechend geschützt wird. Ich will just noch sagen, Brasilien ist eben am Moment das Land, wo am meisten Busch verloren geht, das auch aus einer wirtschaftlicher Perspektive raus vom Jair Bolsonaro gemacht ging, für da weiter aufzuholzen, für mehr landwirtschaftliche Produkte für die Weltmarkt zu produzieren. Und du musst mir eben da ganz klar sagen, unter den dort Konditionen geht das nicht. Und dafür will man dann eben noch, wie Brasilien hat sich am Kader vom Pariser Klimaaufkommens verpflichtet, 12 Millionen Hektar neu umzupflanzen. Und ich kann mir da vorstellen, wenn wir mit ihnen Handel machen und das von unserer Industrie, von unserer Wirtschaft gewollt, dann sagen wir machen das an die Taxen reduziert, aber zu Kondition, dass gleichzeitig sich einen Klimaakkord hält, dass auch um neue Büscher uppflanzt. 12 Millionen Hektar wollen sie neu uppflanzen, das tun sie als versichert. Aber da will man das für höchst gesehen, für dass man da auch weiterkommen. Und dann aber auch ein Punkt, der wichtig ist für Lützeburg, für Europa. Die muss wissen, dass an der Europäischen Union 500.000 Arbeitsplätze von der Forstwirtschaft, wie ihr das seht, aufhängen. Das sind auch ganz wichtige Arbeitsplätze, weil durch eine erneuerbare Energie eigentlich geht mir auch ein Stoff, den wir am Bau brauchen. Dafür muss man die Ressource schonen. Gleichzeitig muss man aber auch so verschiedene NGOs, also ONGs, die sich am Umweltbereich einsetzen, so müssten den Busch einfach so leihen lassen. Das ist am Ende war falsch, weil wenn man wirklich wissenschaftlich Zölle guckt, dann ist ein Busch, der gut in der Halle ist, wo auch mal das Faultholz rausgeschnitten wird, kann fertig bringen, mehr CO2 zu bannen, ist also besser für das Klima. Und ich meine, wenn man die 2 Mecken mit einer Klappe können schlagen, als Büscher gut erhalten, Arbeitsplätze man da sichern, gleichzeitig etwas für das Klima machen. Ich meine, dann haben wir gut geschafft. Und dafür haben wir es an diesem Rapport angesagt, der diese Woche an der Plenär aufgestimmt wird. Und da werde ich mich auch in Zukunft weiter darum bemühen, für am Green Deal, für da auch als Ziel zu erreichen, muss man gucken, für alles in Bewegung zu setzen. Und Büscher sind da ein ganz wichtiges Element. Dafür muss man da gucken, was man noch besser können machen, für als Klimaziele zu erreichen, zu summen. Und ich meine, dann haben wir gut geschafft für als Umwelt, auch für als Leute, wie ich so, sind noch viele Arbeitsplätze, die daran hängen. Und ich so nicht merci für die Nullausstellung und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker, mit Christoph Hansen.